Altesse royale, Monseigneur le Grand-Duc, Madame la Grande-Duchesse, Altesse royale, tous ensemble, Monsieur le Président de la Chambre des députés, Monsieur le Premier ministre et Excellences, représentants du gouvernement, Excellences les députés, les hauts représentants du pouvoir judiciaire, Excellences, ambassadeurs et représentants des différents gouvernements de vos pays, soyez les bienvenus en la cathédrale de Luxembourg pour remercier Dieu pour la liberté de notre pays, pour prier pour notre grand-duc et pour toute la famille grand-ducale. Et nous voulons, comme chaque année, le faire ensemble avec les religions qui sont représentées ici à Luxembourg. Nous voulons le faire ensemble parce que c'est en vivant notre unité dans la diversité des religions que nous contribuons à la société démocratique de notre pays. Merci à tous et prions ensemble. יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונקה יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Im Namen der Gott, der Allerbarmes und der Barmherziger. Er ist Gott, außer dem es keinen Gott gibt, der Kenner der Verborgenen und der Offenbaren. Er ist Allerbarmer und Barmherziger. Er ist Gott, außer dem es keinen Gott gibt, der König, der Heilige, der Friede, der Gewährer der Sicherheit, der Wächter, der Allmächtige, der Gewalthaber, der Stolze. Preis sie Gott über das, was sie ihm beigesellen. Er ist Gott, der Schöpfer, der Erschaffer, der Gestalter. Sein sind die schönsten Namen. Ihn preist, was in den Himmel und auf der Erde ist. Und er ist der Allmächtige und Allweise. Wir bitten Gott, unseren Herr, der Großherzog und Großherzogin, an ganz großherzogliche Familie zu sehnen, an ihnen sein Wohlgefallen und sein Schutz zu gewahren. Ob das Gott, unseren Großherzog, die Regierung an alle Instanzen zum Wohl aller Bürger bestärkt, ernstsetzt. Wir bitten Gott, an seine Herrlichkeit, an seine Erhabenheit, Letzteburger Land für Offenheit, an Pluralität zu sehnen. Ob das Hehen dem Letzteburger Land seine Stabilität, seine Sicherheit, an sein Wohlstand schützt. Das ist ein Land von Hospitalität, an Solidarität bleibt, an eng Zuflucht für einen Erdrückten, an den Verfolgten. Es soll gegenseitig Vertrauen, Zusammenhalt, eine Harmonie an allen Teilen unserer Gesellschaft herrschen. Herr, erhöhe uns Hoffnungen, und gib uns Gesundheit und Allmögen
an all Ovent. Der Frieden soll sein an eisem Herzen, eisen Hema, an eise Gesellschaft. Amen. Almighty God, the fountain of all goodness, we humbly beseech thee to bless Grand Duke Henri, the Grand Duchess and all their family. Endue him with thy Holy Spirit, enrich him with thy heavenly grace, prosper him with all happiness, and bring him to thine everlasting kingdom, through Jesus Christ our Lord. Amen. O Lord, show thy mercy upon us. And grant us thy salvation. O Lord, save the Grand Duke. Who putteth his trust in thee. Send him help from thy holy place. And evermore mightily defend him. Be unto him, O Lord, a strong tower. From the face of his enemies. Endue thy ministers with righteousness. And make thy chosen people joyful. O Lord, save thy people. And bless thine inheritance. Give peace in our time, O Lord. Because there is none other that fighteth for us, but only thou, O God. O Lord, hear our prayer. And let our cry come unto thee. Lecture du livre de l'Ecclésiastique. La sagesse exalte ses fils et prend soin de ceux qui la recherchent. L'aimer, c'est aimer la vie. Ceux qui se lèvent de bon matin pour elle se remplissent de joie. Celui qui la possède obtiendra la gloire en héritage. Le lieu où il va, le Seigneur le bénit. Ceux qui la servent rendent un culte au Saint. Ceux qui l'aiment, le Seigneur les aime. Celui qui l'écoute jugera avec équité. Celui qui s'attache à elle pourra demeurer en sécurité.
Altesse Royale, die Exzellenzen, heichgeschätzten Autoritäten. Das ist schon eine gute Zeit, schon ein paar Jahrzehnten, dass Eiszeit als postmodern bezeichnet wird. Aber ich meine, dass an den letzten Jahren eine ganz neue Qualität gekriegt wird. Durch die Digitalisierung, wo wir am Anfang recht ganz Anfang stehen. Und wo ganz große Veränderungen ob als Gesellschaften werden heranbrechen. Ich denke, ja mit einem anderen Bischof darüber geschwärzt, und ich schon gesagt, dass für mich eine Änderung an der Geschichte wie am Anfang der Erfindung von der Schrift ist. Mir schmeckt, ich hat Unrecht. Das ist mir eine große Veränderung. Das ist die größte Veränderung an der Geschichte von der Menschheit hinter der Erfindung vom Rat, die für uns steht. Das der wir wohl nicht zum Schämeren bringen. Weil bei der Änderung sind schon ganz viele Sachen dabei, die wirklich der Mensch profitieren. Wir mehr lang Leben, wir mehr lang Gesundheit können und so weiter. Mir sind noch Gefahren dabei. Los mich ob eng Gefahr angehen, nicht für als Schwarzmaler dort zu stehen, absolut nicht, aber dass wir die Sache können an Angriff holen. Und das ist das Problem von der Demokratie. Demokratie, und wenn man heute Morgen Altesse Royale erriert und noch die anderen höchst qualifiziert Rede gelauscht tun, da kennt das Wort immer viel. Da geht von eisen Wörter geschwart, für die man muss anstehen, die man muss verteidigen, weil wir irgendwie spüren, dass auf vielen Teilen auch von Europa die Demokratie nicht mehr so selbstverständlich ist. Und das heißt, dass wir einen großen Debat brauchen, ein Debat, der mehr groß ist wie ein Debat in der Politik, wo die ganze Zivilgesellschaft muss mit nachdenken, diskutieren, was am Fangehol Grundbedingungen von einer freiheitlichen Demokratie sind. Weil du ändert sich so manches. Du hast schon Morgen gesagt. Wir hatten für drun eine Presselandschaft, wo Sachen am Fond konnten ausdiskutiert werden. Und das noch immer mit viel mehr Leute lesen. Weil die meisten Leute holen Informationen haut aus dem Internet, von sozialen Netzen, und noch da können nach Artikel von einem Dave. Aber es sind nicht die, die am meisten gelesen gehen. Mit kurz Kommentaren. Und danach haben du nicht ganz tiefreichend Kommentaren darüber. Und so kommen wir dann in eine Gesellschaft daran, wo Fake News ganz oft dominieren. Aber wo am Anfang doch der Respekt für den anderen, an die andere Meinung mit ist. Und den Respekt gehört zu den Grundpfeilern von einer Demokratie dabei. Was muss man machen, dass Demokratie nicht nur Haut, weil die funktioniert schon Haut bei uns, ne? Aber auch nach an 10 Jahren, an 20 Jahren funktionieren kann. Da, meine ich, muss jeder Bürger, jeder Verein, den er lebt und den er schafft, mitdenken, wie wir können Demokratie in Zukunft herandrohen. Ich muss sagen, dass es immer ein Freude ist, wenn an der Feier von der Philharmonie zum Schluss die Europahymne erklingt und dann themischt. Weil Europa ist als themischt. Gehört dazu.
Mehr, das ist ein freiheitliches Europa. Das ist ein demokratisches Europa. Wir hatten noch schon in der Vergangenheit andere Formen von Europa, wo eine gewisse Einheit da war, die aber nicht gewünscht war. Lassen wir nicht ragleiten an den Weg von der Vergangenheit. Wir lassen wir uns wirklich bewusst engagieren für das Europa, wo als Lützeburger Land, wo eist heimisch, zing heimisch findet. Und das ist nicht nur wichtig für uns selber, aber ich wohne zu sagen, dass das wichtig ist für den Frieden von der Welt. Aber wenn ich das noch sagen, dann will ich wirklich mengen, dass so ein Debat notwendig ist. Von den Religionen hier will man was machen. Weil, wie ich am Anfang gesagt habe, wir sind verschieden. Wir haben nicht dieselben Glauben. Wir haben einen ungeheuren Respekt, für dem anderen. Und wir spüren als Katholiken, dass, wenn meine jüdischen Brüder und Schwestern, von meinen muslimischen Schwestern und Brüdern, an all die anderen Christen, die heute zu Lützeburg sind, von ihren Glauben respektiert wird. Und Respekt heißt, einen Apport bringen kann zu der demokratischen Zukunft. Das spüre ich mich auch als Katholik gut. Und da das etwas ganz Wichtiges, wo wir hoffentlich als Religion nicht alles können machen. Wir sind nicht First Player daran. Aber einen kleinen Teil dazu beitragen können, sollen und müssen. Wenn wir als Religion wollen echt geholfen gehen an der Zukunft. Das Wort Identität kommt immer mehr ab. Und das ist wichtig. Aus den Lektionen von der Geschichte wissen wir, dass wenn eine Gesellschaft sich rapid verändert, dass dann die Identitäten und alles, was die Identität zu dienen hat, ganz wichtig ist. Das kennen wir auch am Guten und am Schlechten aus der Geschichte. Auch da muss ein Effort sein von den Religionen, weil all als Religionen haben etwas mit Identität zu dienen, dass es zwar eine positive Identität ist, die wir leben, eine Selbstverständlichkeit, aber die immer offen ist für den Dialog, die nicht ausschließt, aber die inklusiv ist. Wo wir uns auch bewusst sind, dass es Identität am Fongol nicht mehr am Plural geht. Identitäten, dass es auch an denen Identität ein Wandel, ein Shift geht, den wir müssen akzeptieren. Und mein letzter Punkt, dass wir eine ungeheure Chance haben, eine konstitutionelle Monarchie zu sein. Dass es eine ungeheure Chance ist, Monseigneur, Madame, dass ihr da seid, dass die ganz großherzogliche Familie da ist. Weil Präsenz unterstützt von einem Land schafft Identität. Und dir macht das so, dass das keine ausschließende Identität ist, wenn die inklusiv ist. Wo all die Leute, die hier Wunden erschaffen, sich damit identifizieren können. Und ich meine, dass damit Präsenz ein wichtiger Anker ist, für uns auch an dem freiheitlichen, demokratischen zu verankern. Weil wo es klare Symbole von Identität gibt, da ist es viel mehr schwer für die Geister von der Vergangenheit, die auch gern Geister von der Zukunft wären, für uns da Angst zu machen. Weil wir wissen, wen wir sind, und auch durch euch, und dafür sagen wir euch merci. Vive de Grand-Duc,
vive Grand-Duchesse, vive großherzogliche Familie, an den Herrgott soll ihr beschützen, an ihr glücklich erlangt Leben schenken. Amen. Frères et sœurs,
Faisons monter maintenant, avec foi et ferveur, notre supplication vers Dieu notre Père et prions en ce jour de fête nationale pour tous ceux qui vivent sur une même terre luxembourgeoise. Seigneur, veille avec bonté sur notre chère patrie. Multiplie les bénédictions sur notre pays et resserre les liens de l'unité entre tous ceux qui sont appelés à œuvrer ensemble pour un monde de justice et de paix. Wir beten für all verantwortliche Politikerinnen und Politiker am Staat wie an den Gemeinden. Und für all Frauen und Männer, die sich an Europa, an der ganzen Welt, für die Rechte und für das Wohl von allen Menschen einsetzen. Prions aussi pour tous ceux qui souffrent de l'oppression, de la violence ou de la persécution dans le monde et pour toutes les victimes en recherche d'une terre d'accueil. Que leurs cris ne nous laissent pas indifférents, mais nous interpellent au partage et à des gestes de fraternité et de générosité. Wir beten für die Frauen und Männer, die ihre Ideen und ihr Engagement für andere mit ihrem Leben bezahlt haben. Dabei wollen wir besonders auch die nicht vergessen, die am Dienst von unserer Heimat gestorben sind. Unissons maintenant nos cœurs dans un même esprit de prière et intercédons tous ensemble pour le grand-duc Henri, la grande-duchesse Maria Theresa et tous les membres de la famille grand-ducale. Que le Seigneur les entoure de sa constante bienveillance, les protège et les garde. Domine, salvum fac magnum ducem nostrum Henricum.
Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Deus qui omnis potestas et dignitas famulatur, da famulo tuo magno duci nostro Enrico, prosperum sue dignitatis effectum, in quate semper tibeat, tibique jugiter placere contendat, per Christum Dominum nostrum.
Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. Benedictus est Domine in firmamento celi. Domine exaudi orationem meam. Dominus vobiscum. Oremus, Deus coius misericordiae non est numerus, et bonitatis infinitus est thesaurus. Pissime majestati Tue, procolatis donis gratias agimus, Tuam semper clementiam exorantes, ut qui petentibus postulata concedis, eostem non deserens, ad premia futura disponas, per Christum Dominum nostrum.